liebe ICF Kids! Ich bin Ladina und schön hast du heute eingeschaltet. Heute ist Ostern und an Ostern feiern wir Jesus. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Doch, lass uns zurückschauen, was letzte Woche passiert ist in der Karwoche. Ruth, unsere ICF-Leiterin, hat die Bibelgeschichte auf Stein gemalt. Doch bevor wir damit anfangen, lass uns zusammen aufstehen und worshipen! Vorwärts gehst, was
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Seine Jünger gehen mit. Sie wollen das Passafest feiern. Es ist nicht mehr weit bis nach Jerusalem. Und Jesus ruft 2 von den Jüngern zu sich und sagt: Geht in das Dorf da vorne. Gerade dort am Ortseingang werden ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden. Sie sind dort angebunden. Binden sie los und bringen sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt, der Herr braucht sie. Die beiden Jünger sind losgegangen und haben genau so gemacht, wie es Jesus gesagt hat. Sie haben die Tiere zu ihm gebracht und ihre Mäntel über den Rücken der beiden Esel gelegt. Jesus hat sich aufs junge Esel gesetzt. Viele Leute haben dann nachher auch ihre Kleider als Teppich vor Jesus ausbreitet. Andere haben Zweige von den Bäumen abgerissen, Palmenzweige, und haben sie auf den Weg gelegt. Die Menschen haben sich angedrängt und sind gerufen: Hosianna, Hosianna! Als er so in Jerusalem eingeritten ist die ganze Stadt in heller Aufregung gewesen. Wer ist der Mann? Haben die Leute gefragt. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, haben die Menschen gerufen, die ihn begleitet haben. Wo Jesus in Jerusalem war, da hat er predigt vor den Leuten. Ich denke, seine Jünger sind vielleicht auch nicht immer die ganze Zeit bei ihm gewesen. Weil der Judas, einer von seinen Jüngern, ist einmal sicher weggegangen, nämlich zu den obersten Priestern. Er hat dort nämlich gefragt: Wenn ich euch Jesus ausliefere, was zahlen ihr mir dafür? 30 Silberstück, haben sie ihm geantwortet. Judas hat seitdem auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um Jesus zu verraten. Das Passafest fängt an. An diesem Abend isst man in jedem Haus ein Passahlamm. Auch Jesus will mit seinen Jüngern das Passahlamm essen. Die Jünger bereiten alles vor. Auch Brot und Wein ist da. Am Abend sitzen sie am Tisch. Während sie essen, sagt Jesus auf das Mahl: Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sind ganz entsetzt. Sie fragen Jesus, einer nach dem anderen: Du meinst doch nicht mich, Herr? Jesus sagt: Einer von euch wird's machen. Dann nimmt Jesus ein Brot, dankt Gott dafür, bricht es in Stück und gibt jedem etwas davon. Dazu sagt er: Nehment's und essen's. Das ist mein Leib. Ich gebe ihn für euch alle. Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein, dankt Gott dafür und gibt ihn den Jüngern und sagt: Trinket alle daraus raus. Das ist mein Blut. Ich vergüsse es für euch alle. So zeigt Gott euch seine Liebe. Er vergibt euch eure Schuld. Sie gehen nach dem Essen zum Ölberg. Sie wollen im Freien schlafen. Sie kommen in den Garten Gethsemane. Er hat zu seinen Jüngern gesagt: Bleibt da draussen. Ich gehe ein bisschen weiter in den Garten hinein. Als er im Garten sich alleine gefühlt hat, ist er auf die Knie. Er hat so fest Angst gehabt. Er hat so gebrüllt. Schau, vielleicht kennst du das auch, wenn du ganz traurig bist oder etwas dich extrem belastet, willst du alleine sein. Jesus ist aber nicht allein. Er ist zu seinem Vater, zu Gott gegangen. Er betet: Vater im Himmel, wenn es irgendwas wie möglich ist, dann lass das Leid an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll passieren, sondern dein Wille. Er hat sich
Gottvater ganz angegeben. Er hat gewusst, was auf ihn kommt. Und trotzdem hat er ganz fest Angst gehabt. Wie war er denn traurig, als er zurückgelaufen ist und gesehen hat, dass seine Freunde eingeschlafen sind. Sie haben nicht für ihn gebetet. Dabei hat er sie jetzt ganz dringend gebraucht im Gebet. Da sind die Soldaten gekommen, zusammen mit dem Judas, wo Jesus verraten hat. Judas ist zu Jesus angegangen und hat ihm einen Kuss gegeben. Mit dem hat er ihn verraten und die Soldaten haben gewusst, wer sie festnehmen müssen. Sie haben Jesus gefangen genommen und zu den Hohenpriestern gebracht. Die haben endlich Gelegenheit gehabt, Jesus zu verurteilen. Aber da sie nicht über Leben und Tod können verurteilen, haben sie ihn zum Pontius Pilatus gebracht. Wissen ihr, was der Anklagepunkt war? Die Hohenpriester waren so böse. Sie haben ihm eine Falle gestellt und gefragt zu Jesus: Bist du Sohn Gottes? Und wir wissen, das ist wahr. Und auch Jesus weiß, dass er Sohn von Gott ist. Er hat gesagt: Ja, ich bin's. Darauf aber sind die Hohenpriester so verrückt worden und gesagt: Das ist Gotteslästerung. Man kann sich nicht selber zu Gott ernennen. Du wirst verurteilt. Sie bringen Jesus zum römischen Statthalter. Der Statthalter hat Pilatus geheissen. Nur Pilatus durfte über Tod verurteilen. Die Soldaten haben Jesus einen Königsmantel angezogen und haben ihm eine Krone aus Dornen aufgesetzt. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Pilatus hat zum Volk gesagt: Das ist euer König. Aber alle haben gerufen: ans Kreuz mit ihm. Pilatus hat gesagt: Gut, wenn ihr das so wollt, dann soll er gekreuzigt werden. Die Soldaten haben Jesus abgeführt. Jetzt hätte er sein Kreuz selber tragen. Es hat Leute am Strassenrand gehabt, die zugeschaut haben, wie er das Kreuz getragen hat. Einer unter ihnen hat Simon geheissen. Es war ein Mann aus Kyrene. Die Soldaten haben ihn gezwungen, das Kreuz von Jesus mitzutragen. So sind sie aus der Stadt rausgelaufen nach Golgatha. Dort haben die Soldaten Jesus Wein gegeben, der mit einem bitteren Zusatz vermischt war. Wo Jesus es probiert hatte, hätte er nichts mehr davon trinken. Die Soldaten haben den Jesus ans Kreuz genagelt. Alle Jünger sind weggelaufen. Nur seine Mutter Maria ist da und einer der Jünger, der Johannes geheissen hat. Plötzlich ist es an diesem hellen Tag ganz dunkel geworden. Und Jesus hat gerufen: Es ist alles vollbracht. Dann hat er seinen Kopf gesenkt und ist gestorben. Ein paar Freunde von Jesus sind gekommen. Sie haben ihn vom Kreuz genommen. Maria und die anderen Frauen haben zugeschaut. Männer haben Jesus dann in ein neues Grab gelegt. Das Grab war in einem Felsen. Dann haben sie einen grossen Stein vor das Grab gerollt. Denn es war keine Zeit mehr. Normalerweise tut man einen Toten einsalben. Aber weil der Sabbat schon angefangen hat und man ja keine Arbeit machen darf, sind alle brüllend heimgegangen. Am nächsten Tag, wo der Sabbat vorbei war, sind die Frauen ans Grab gekommen. Sie wollten Jesus jetzt einsalben. Das Grab war offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen: Was suchen ihr bei den Toten? Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt. Er lebt.
Er ist stärker als der Tod. Jesus will auch dein Freund sein. Und als sein Freund kommst auch du in den Himmel und hast ewiges Leben. In diesem Sinn wünsche ich dir ganz, ganz schöne Ostern. Gesegnete Zeit und bis bald. Tschüss!